Es war vor etwa 2,5 Jahren und Steffi und ich sind in der Ferien und uns hat schon seit längerem so ein bisschen beschäftigt, wie viel das wir dauernd oben hatten, und wir sind wirklich froh gewesen, mal ein bisschen eine Auszeit zu haben und Ferien zu machen, und haben irgendwie schon länger gemerkt, wir strugglen damit, dass wir immer irgendwo eingeladen, Kirchentermin hatten, dann ab und zu ja noch etwas Cooles wollten unternehmen und dabei gemerkt haben, wie es immer schwieriger wird, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Oder? Und die Ferien waren manchmal so dann die Inseln gewesen, wo wir uns das endlich wieder irgendwie ein bisschen geschafft haben. Meine Standardantwort, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, war oft: Hey, gut, aber einfach gerade mega viel los. Und was uns auch beschäftigt hat, dass wir festgestellt haben, dass wir bei weitem nicht die Einzigen sind, wo es so geht, sondern dass praktisch überall im Umfeld den Menschen so gegangen ist, auch gerade bei uns in der Kirche oder in anderen Kirchen. Und in diesen Ferien haben wir das Buch mitgenommen, das Ende der Rastlosigkeit, das der Marc vorher schon vorgestellt hat, das gelesen. Wir sind vorher mal drauf gestoßen und haben gemerkt, dass das, was da beschrieben wird, genau das ist, was wir eben da auch wahrgenommen haben. Dort war es noch das englische Buch, dort hat es, glaube ich, das Deutsche noch nicht gegeben, aber wir haben das gelesen, wir haben das verschlungen und es hat uns mega angesprochen. Wir haben gemerkt, so, eben, dass das ständige immer mehr wollen und immer irgendwo voll verplant sein für uns und die Menschen um uns herum nicht gesund ist. Dass es je länger, je mehr Menschen irgendwo auch überfordert, in eine Überforderung hineinführt. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass psychische Krankheiten in einem höheren Maß am Zunehmen sind und erschreckenderweise auch je länger, je mehr bei sehr jungen Menschen. 16-Jährige, die oft schon sagen, hey, ich habe zu viel, ich mag nicht, ich habe mehr als genug. Etwas, was ich glaube mit 16 nie hätte können sagen. Und das Zweite, was uns in dem Sinne sehr beschäftigt hat, ist, dass man eben auch sehr klar gemerkt hat, hey, der Glaube der Menschen leidet unter dem Ganzen. Etwas, wo sich das vielleicht als Pastoren sehr klar zeigt, ist auch in der Regelmäßigkeit vom Gottesdienstbesuch bei den Leuten. Und du merkst, hey, wöchentlich ist nichts mehr, die Leute haben dauernd irgendwo am Sonntag noch irgendeinen Brunch oder sonst irgendetwas. Die Kapazität zum Mithelfen abnimmt und wir müssen grössere Rhythmen müssen anfangen machen. Aber was uns eigentlich in dem Sinne noch viel mehr beschäftigt hat, dass eben das auch einen Einfluss gehabt hat auf die Tiefe der Menschen in ihrer Beziehung zu Gott. Dass es je länger, je mehr Leuten schwierig gefallen ist, den Heiligen Geist überhaupt irgendwo zu spüren, wahrzunehmen, in eine Tiefe hineinzukommen und nur noch in irgendwelchen hochemotionalen Settings, dass sie das irgendwie spüren, aber plötzlich nicht mehr so im Kleinen, Einfachen, in ihrer Zeit mit Gott. Und oft auch die Leute irgendwo im geistlichen Wachstum stagnieren, irgendwo mal an einen Punkt angekommen sind und es von dort wie einfach nicht mehr weitergeht. Und dass viele sich schwer tun mit dem und auch unter dem leiden. Und das Problem am Ganzen, was wir gemerkt haben, ist ja nicht, dass Christen plötzlich zu wenig Interesse an dem Ganzen haben, sondern einfach zu wenig Zeit. Und einfach nicht mehr dazukommen. Und ein Zitat von Ronald Rolheiser, das bringt das für mich mega gut auf den Punkt, den ich mit euch da zusammen möchte lesen. Eine Reihe historischer Umstände fließen heute blindlings zusammen und verschwören sich unglücklicherweise zu einem Klima, in dem es nicht nur schwierig ist, über Gott nachzudenken oder zu beten, sondern einfach nur überhaupt irgendeine Art von innerer Tiefe zu haben. Vielleicht auch das, was der Marc beschrieben hat. Plötzlich, es ist ein Kampf. Aus allen möglichen Gründen, guten wie schlechten, lenken wir uns so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Nicht, dass wir etwas gegen Gott, Tiefe und Geist haben. Wir hätten das alles gerne. Es ist nur so, dass wir gewohnheitsmäßig zu beschäftigt sind, als dass sich irgendetwas davon auf unseren Radarschirmen zeigen könnte. Wir sind nicht schlecht, nur beschäftigt. Nicht ungeistlich, nur abgelenkt und mehr interessiert an Kino oder Netflix oder sonst was auch immer, Sportstadion, Einkaufszentrum und dem Fantasieleben,
das sie in uns erzeugen, als an der Kirche. Pathologische, das heißt krankhafte Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Pathologische Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Wir alle würden eigentlich ja doch gern einen lebendigen Glauben haben, eine tiefe, intime Beziehung zu Gott. Nur leider kommt uns immer das Leben mit seinen 100'000 Sachen irgendwo in die Quere. Vielleicht kennst du das, vielleicht geht es dir auch ein bisschen so. Und irgendwo tief in uns hinein schlummert die Sehnsucht nach eigentlich Ruhe, nach Frieden und nach echter Freude. Und wir versuchen das irgendwie zu finden, indem wir immer mehr unternehmen, irgendwelche Highlights suchen, Erfüllung vielleicht in der Arbeit suchen, Sachen kaufen oder uns irgendwie einfach ablenken und zudröhnen mit Gamen, Filmen, Serien und so weiter. Und das ist das, wo die Ironie am Ganzen ist, dass eigentlich all das, was wir suchen, die Ruhe, der Frieden und die echte Freude im göttlichen Gebot vom Sabbat eben schon enthalten drin ist. Das, was es braucht, ist eigentlich das Gegenteil von dem immer mehr und Aktivitäten und so weiter, sondern das Einfache und Simple Stoppen. Das ist das, was Sabbat auf Hebräisch bedeutet, stoppen, aufhören. Man muss eigentlich nur stoppen. Und heute Morgen im Early Bird hat jemand noch so ein gutes Bild gehabt, das das so gut auch in Bezug auf unseren Glauben verständlich gemacht hat. Wenn du ein Baby an deine Brust nimmst und den Herzschlag von dir spürt, dann musst du ruhig sein dafür. Und das Baby muss zur Ruhe kommen. Und genauso, wenn wir den Herzschlag Gottes irgendwo spüren, wenn die Verbindung zwischen ihm und mir soll irgendwo leben können, dann muss ich zur Ruhe kommen, weil ohne das funktioniert es nicht. Und der Sabbat ist ein uraltes Gebot, wo Gott selber eingesetzt hat, selber sogar gehalten hat, wo wir je länger je mehr gemerkt haben, ist, glaube ich, heute notwendiger denn je. Und es ist Zeit, zum es Wiederentdecken. Es hat das Leben von Steffi und von mir verändert, indem wir uns da auf den Weg gemacht haben. Das heisst nicht, dass wir nie zu viel haben oder nicht gestresst sind. Überhaupt nicht. Sonst müsste ich, glaube ich, aufhören als Pastor zu arbeiten. Aber was sich geändert hat, dass wir wissen, wie wir zur Ruhe kommen. Wie wir Ruhe finden, wie wir stoppen können. Und wo das irgendwo an Grenzen sind. Und wenn du dich irgendwo in dem, wo ich jetzt da ein bisschen gesagt habe, irgendwo anfindest, dann glaube ich, dass der Sabbat dein Leben verändern kann. Aber Sabbat ist auch nicht einfach ein Quickfix. Etwas, wo, cool, Switch on und dann alles gut. Es ist auch nicht einfach, um sich auf das einzulassen. Aber vielleicht ist es wirklich Gottes Heilmittel für deine Rastlosigkeit. Und so möchten wir eintauchen heute in die Serie hinein. Und wir starten mit ein paar Grundlagen zum Sabbat und ich habe 2 Vorbemerkungen. Erstens, wir alle haben sicher schon von Sabbat gehört und oft haben wir eine sehr vielleicht jüdische, vielleicht sogar gesetzliche Vorstellungen davon, was Sabbat eigentlich ist oder soll sein. Und oft begegnen mir Fragen von, ja, was dürfen wir denn am Sabbat und was nicht? Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht möchten, so in die gesetzliche Richtung hineingehen, sondern was unser Anliegen ist euch die Ideen und die Prinzipien, die hinter dem Sabbat eigentlich stecken, zu erklären und näher zu bringen und nicht eine Gesetzlichkeit in dem hinein zu fördern. Und wenn du dich amigs fragst, ja, was darf ich denn jetzt am Sabbat und was nicht, dann bist du wahrscheinlich schon ein bisschen in die gesetzliche Richtung gekippt. Das Zweite, also als Vorbemerkung, wir haben Anfangsjahr das schon gewusst, dass wir uns auf das Thema einlassen als Kirche und haben mit einer Pilotgruppe gestartet. Das heisst, wir haben ein paar Leute aus der Kirche, die seit Anfangsjahr, die einen machen es schon länger, gesagt haben, also komm, wir sammeln Erfahrungen mit dem Sabbat. Wir probieren das aus. Und so, dass wir in dieser Serie das weitergeben können. Wir werden zum Beispiel Interviews haben, amix an den Sündigen,
mit Leuten, die in dieser Pilotgruppe waren. Und etwas, was schon mal einfach vorweg, glaube ich möchte sagen, ist, dass Sabbat bei jedem anders aussieht. Wir sind alle in unterschiedlichen Lebenssituationen und es gibt in dem Sinne nicht einfach einen perfekten oder idealen Sabbat und alle müssten es genau so machen, sondern es geht darum, dass ihr herausfindet, was das für euch in eurem Umfeld, in eurer Situation, wo ihr drin sind, heisst. Let's start. Titel heute Sabbat, Punkt. Und zwar, weil Sabbat bedeutet aufhören, stoppen, so quasi Full Stop, einfach Sabbat. Und zum Einstieg, um ein bisschen näher auch in die Bibel hineingehen zu dem Thema, starten wir ganz vorne bei der Bibel, nämlich im 1. Mose, Kapitel 2, 2-3, im Schöpfungsbericht. Das ist nämlich das erste Mal, wo das Prinzip in der Bibel vorkommt. Dort lesen wir, am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und ruhen, das ist auch im Hebräischen das Sabbat. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott selber hat am 7. Tag, nachdem er die Schöpfung fertiggestellt hat, nachdem er geschaffen hat, sich ausgeruht und erfreut an dem, was er geschaffen hat. Und genau so sind wir aufgerufen, in einem Rhythmus von 7 Tagen eben einen Tag davon zu stoppen, innezuhalten, wo wir uns einfach am Leben freuen und ausruhen. Es ist ein Rhythmus, wo Gott schon von Anfang an in die Welt hineingelegt hat, bei der Erschaffung der Welt. Und ich meine, der Schöpfungsbericht, das ist nicht einfach so Tatsache, bla 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 bla, sondern da geht es auch ganz viel darum, uns Sachen über Gott und über die Gedanken dahinter mitzuteilen. Und dass das dort drin ist, ist nicht ein Zufall, sondern ist eigentlich etwas, das zeigt, wie essentiell, wie wichtig das Ganze schlussendlich ist. Später ist der Sabbat dann auch ein Teil von diesen 10 Geboten geworden und damit gleich wichtig wie andere Gebote, wie zum Beispiel, du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht töten und so weiter. Alles so Gebote, die für unser Verständnis von was gut und falsch ist, grundlegend sind. Und der Sabbat ist ein von diesen 10 Geboten. Auch das zeigt, wie wichtig das irgendwo ist. Und 2 Aspekte aus diesen Versen im 1. Mose, wo mir noch rausgestochen sind, möchte ich noch kurz darauf eingehen. Das heisst dort, Gott segnete den 7. Tag. Und wenn wir die Schöpfungsbericht durchlesen, dann sehen wir, es hat 3 Sachen gegeben, wo Gott in dieser Schöpfungsgeschichte gesegnet hat. Dir, die Menschen und dann der 7. Tag. Und segnen dort ist das hebräische Wort ist also für Leben drin hineinsprechen und das heisst dort auch, ist auch verbunden damit, dass er zu den Tieren sagt, vermehrt euch, zu den Menschen vermehrt euch, nehmt Raum ein in dieser Welt. Und wenn Gott den 7. Tag segnet, dann heisst das, dass das auch ein Tag soll sein, wo uns Leben spendet, wo uns Leben in uns hervorbringt. Und dann heisst es auch, Gott heiligte den 7. Tag. Und das ist auch mega spannend, weil es ist die erste Erwähnung, dass Gott etwas als heilig erklärt. Und es ist nicht ein Ort, wo Gott sagt, hey, der Ort ist heilig. Es ist nicht ein Tempel oder irgendwie eine Pilgerstätte oder etwas. Es ist nicht irgendeine Sache, etwas, das du anlangen kannst, sondern es ist eine Zeit, wo Gott heilig erklärt. Ein Zeitabschnitt, wo er sagt, ist heilig. Und heilig heißt abgesondert, heißt speziell kostbar für Gott. Und es ist darum ein Zeitabschnitt von der Ruhe, von einer göttlichen Ruhe, wo wir irgendwo Teil daran haben, wo wir dürfen in die gleiche Ruhe eintreten, wo Gott dort hatte. Es ist ja nicht einfach nur so, dass er uns das dort auflässt, sondern dass er selber das gemacht hat. Er hat es uns vorgemacht und gesagt, hey, so muss es sein. Schaffen, ausruhen, sich freuen an dem, was ist. Es ist so ein bisschen wie das Paradies erleben
schon heute. Und Dan Allender hat auch ein Buch über den Sabbat geschrieben, er hat das mega schön in Wort gefasst. Er hat geschrieben, der Sabbat ist ein Tag, an dem das kommende Reich gekommen ist und jetzt gefeiert wird, anstatt es morgen zu erwarten. Er ist ein Moment, der die Ewigkeit als gegenwärtige Realität und nicht als zukünftigen Zustand praktiziert. Also wir holen wie so das, was noch kommt, irgendwo schon ins Jetzt und holen uns einen Vorgeschmack auf das. Beim Sabbat geht es nicht um eine Auszeit oder eine Unterbrechung der Routine. Er ist kein Mini-Urlaub, der uns eine Atempause verschafft, damit wir besser vorbereitet an die Arbeit zurückkehren können. Der Sabbat ist weit mehr als eine Abwechslung. Er soll eine Begegnung mit der Freude Gottes sein. Eine Begegnung mit Gottes Freude. Die himmlische Ewigkeit als eine jetzt schon gegenwärtige Realität erleben. Ein Zeitabschnitt in der Woche, wo das Leben so ist, wie es eigentlich sein sollte. Wo der Himmel schon quasi auf dieser Erde erlebbar wird. Das ist, worum es eigentlich geht. Das ist der Grund für den Sabbat. Es geht darum, dass es so eine besondere, abgesonderte, eine heilige Zeit ist. Und mich hat das mega angesprochen, als ich das gelesen habe. Und wir starten damals im Sabbat mit so einer Art Ritual. Und ich habe auf den 40. Geburtstag, ich bin 40 geworden schon, ja, eine Uhr bekommen von meiner Family, eine sogenannte Slow Watch. Das ist eine Uhr, die hat nur einen Zeiger und der geht innerhalb von 24 Stunden ein einziges Mal um das Zifferblatt herum. Und für mich ist das so, am Sabbat lege ich die Uhr an. Das ist so für mich der Einstieg in diese spezielle Zeit. Und ich sage, ab jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt ist eine heilige Zeit und sie ist 24 Stunden lang und sie geht langsam vorwärts. Das ist so für mich etwas, wo ich das so mitgenommen habe. Ich möchte noch kurz darauf zu sprechen kommen, wie Jesus den Sabbat gelebt hat, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber was wir wissen, ist, dass Jesus Jude war. Er hat die Synagogentradition gelebt. Für ihn war es normal, den Sabbat zu halten. Das hat für ihn dazugehört. Plus, inklusive, oder, die Juden sind am Sabbat auch in die Synagoge gegangen. Heute ist das Kille, auch das war für Jesus irgendwo normal gewesen. Wir wissen aber auch, dass Jesus in diverse Konflikte mit dem jüdischen Sabbatgebot gekommen ist oder mit den Pharisäern, die das sehr streng ausgelegt haben, sehr gesetzlich. Und darum wissen wir, dass für ihn der Sabbat nicht etwas Gesetzliches war, sondern dass gerade dort, wo Menschen gelitten haben unter dem, sich Jesus darüber hinweggesetzt hat. Und seine berühmteste Aussage in diesem Zusammenhang ist, der Sabbat ist für den Mensch da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir das in Erinnerung behalten und eben nicht gesetzlich werden, wenn es darum geht, wie unser Sabbat jetzt aussehen soll, wenn das genau ist, wie lang das genau sollte sein. Es geht nicht darum, irgendwie einen möglichst jüdischen oder einen möglichst idealen Sabbat irgendwie zu leben, sondern es geht um die Prinzipien, die dahinter stecken. Es geht darum, uns Gedanken zu machen, wie kann der Sabbat der beste Tag von unserer Woche werden? Wie kann das ein Tag sein, wo wir ausruhen und uns freuen können und ein Fest haben, weil wir Gott haben? Weil wir geschafft haben vorher, weil wir Vollgas gegeben haben und weil jetzt der Moment ist, wo wir so in die Ruhe Gottes eintreten, wo das Reich Gottes, das Paradies, so quasi der Himmel jetzt schon auf dieser Erde ein Stück weit fassbar wird. Wir werden in dieser Serie 4 Aspekte vom Sabbat immer wieder irgendwo beleuchten. Der Sabbat hat verschiedene Aspekte, darum heißt es auch in der Serie Sabbat und dann so ein Underscore im Titelbild davon. Und die werden immer wieder mal vorkommen. Eine ist Stoppen, so quasi dem Lauf vom Leben eben etwas entgegensetzen. Zur Ruhe kommen ist so ein Aspekt, nicht stressen, nicht etwas müssen erreichen, nicht einfach getrieben werden. Sich vergnügen und erfreuen. Das Gute, das wir haben, geniessen, sich freuen an dem, was ist. Und Gott anbeten. Auch das ist ein Teil vom Sabbat. Das kommt in den verschiedenen 4 Sündigen, kommen die Aspekte immer wieder, darum haben wir die Symbole, können wir immer wieder darauf hinweisen, hey, das ist jetzt der Aspekt. Und heute dreht sich alles ums Stoppen.
Sabbat heisst nichts anderes als stoppen. Stoppen von all dem, was ich vielleicht denke, ist nötig, vom Arbeiten, vom Stress, vom Gefühl habe, ich muss für alle erreichbar sein und für alle da sein, weil wir das brauchen. Weil viele von uns und auch ich immer wieder, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, merken, eigentlich sind wir zu schnell unterwegs. Wir versuchen zu viel, unser Leben irgendwo reinzustopfen oder es hat zu viele Anforderungen an uns. Und ja, schnell unterwegs sein, oder? Das ist cool. Man kommt dann an viel mehr verschiedene Sachen dabei, aber es zieht auch alles unglaublich schnell vorbei und man verpasst mega viel. Wenn Steffi und ich mit dem Caddy unterwegs sind, dann gibt es manchmal, dass so, oh, das wäre jetzt ein cooler Ort gewesen, aber wir sind irgendwie schon einen halben Kilometer weiter und müssten irgendwo umkehren und zurückfahren und eben stoppen, um wieder zurück zu können, weil wir einfach zu schnell unterwegs sind. Das Leben zieht vorbei. Und wenn du öfters zum Beispiel gereizt bist, überempfindlich, merkst irgendwo, die Rastlosigkeit ist da, du haltest es nicht aus, mal irgendwo stille und einfach ruhig zu sein. Wenn du vielleicht merkst, dass du emotional abstumpfst, das Leben irgendwo so über dich einfach ergehen lässt, merkst, dass dir in gewissen Bereichen von deinem Leben vielleicht wie die Sachen entgleitet, zum Beispiel indem du dich in sinnlose Aktivitäten hineinflüchtest, wie jede Abendserie, irgendwelche Romane, Games, Alkohol, andere Suchtmittel. All das sind Anzeichen dafür, dass wir zu schnell unterwegs sind. Dass wir die Stoppschilder überfahren und nicht mehr anhalten. Und das Krasse ist, oder, je schneller dass wir unterwegs sind, desto schwieriger wird es zum Stoppen. Nur schon rein physikalisch ist das ein Gesetz, oder? Trägheit der Masse. Wenn etwas mal so richtig in Fahrt ist, dann ist es ziemlich schwierig, dem etwas entgegenzusetzen. Und genauso ist es in unserem Leben. Je schneller dass wir unterwegs sind, desto mehr Kraft braucht es, um auch mal zu stoppen, um dem etwas entgegenzusetzen. Und darum, was mega wichtig ist, in diesem Aspekt hinein ist eben stoppen, heisst eigentlich nichts anderes als Widerstand leisten. Zum Stoppen müssen wir Widerstand leisten. Widerstand gegen die Schnelligkeit vom Leben, gegen das immer mehr, gegen die Nonstop-Berieselung, gegen die Anforderungen, die das Leben an uns stellt und oft vielleicht manchmal auch vermeintliche Anforderungen sind, gegen das Bedürfnis, mein Leben selber zu kontrollieren und alles im Griff zu haben. Und das braucht Energie. Und es braucht Vertrauen. Und wenn wir das machen, dann modellieren wir, dann üben wir eben auch ein Vertrauen auf Gott. Gott ist es, der uns versorgt, nicht ich. Gott gibt das, was wir brauchen. Es liegt nicht nur an mir, auch an unseren Ressourcen, aber er gibt uns auch die Ruhe. Das ist etwas, was man mega schön sieht in der Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste war, mit dem Manna. Und übrigens ist das die erste Erwähnung, wo der Sabbat so in der Bibel dann erwähnt wird, nach der Schöpfungsgeschichte. Wo man sieht, wie Gott sein Volk versorgt, nicht nur einfach mit Essen, sondern auch mit Ruhe. Sie haben jeden Tag das Manna aufsammeln, es hat nicht gehebt für den nächsten Tag, ausser am 6. Tag. Weil Gott ihnen gesagt hat, hey, am 6. Tag nehmt die doppelte Menge, damit es auch für den 7. langt, damit ihr am 7. ruhen könnt. Er hat sie nicht 7 Tage in der Woche das einsammeln lassen, sondern er hat gesagt, hey, am 7. sollt ihr zur Ruhe kommen. Vertraust du darauf, dass Gott dich mit allem versorgt? Auch wenn du stoppst. Auch wenn du mal nichts machst. Dass er dich versorgt. Dass es möglich ist, dass du zur Ruhe kommen kannst. Dass die Welt um dich nicht zusammenbricht, auch wenn es Widerstand gibt. Auch wenn es vielleicht nicht alle verstehen. Dass Gott dir die Ruhe geben will, dass er möchte, dass du in die Ruhe reinkommen kannst. Und das ist vielleicht dann der nächste Punkt, oder? Wenn wir dann anfangen und uns darauf einlassen, dann werdet ihr merken, dass sich eure
auch gerade nochmal bewusst Widerstand in den Weg stellt. Nicht nur du musst den Widerstand leisten, sondern auch von überall rundherum wirst du Widerstand erleben. Es wird vieles geben, was es dir schwierig macht zum Stoppen. Soziale Verpflichtungen, vielleicht Verpflichtungen von deinen Kindern, Erwartungen von der Familie oder von Freunden, Haushalt, Arbeit, das Telefon, die sozialen Medien, das Internet, Fernsehen, Unterhaltung, Einkaufen. All diese Sachen stellen sich irgendwo auch in den Weg und sagen, hey, aber ich sollte auch noch Platz haben. Das muss irgendwie angehen. Und ich sage nicht, dass all diese Sachen nicht auch Platz haben im Sabbat. Wie gesagt, es geht nicht um ein Gesetzliches. Aber es geht darum, gegen was wenn wir überhaupt auch einen Widerstand setzen. Und wo lassen wir uns einfach weiter so treiben, wie es einfach läuft und wie wir irgendwo eben drin sind und stoppen nicht. Ich glaube, deine Widerstände sind dir wahrscheinlich bereits bewusst und vielleicht nimmst du das Gefühl wahr von, hey, ist ja schön und gut, aber bei mir geht es im Fall nicht. Vielleicht bei jemand anderem, vielleicht bei einer anderen Family, aber mit meinem Job, meiner Ausbildung, meinem Kind, vergiss es. Aber das sind genau die Widerstände. Und ich möchte die nicht abtun. Die sind real, die müssen wir anerkennen und wir müssen uns denen stellen und uns mit dem beschäftigen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist auch, müssen wir so ehrlich sein und sagen, wir können nicht versuchen oder sagen, hey, ich mache jetzt einfach noch einen Sabbat und alles andere, was meine 7-Tage-Woche ausgefüllt hat, quetsche ich jetzt einfach noch in die anderen 6 Tage rein und mache dort umso mehr, sondern sehr wahrscheinlich wird es heissen, eben Sachen auch weglassen und sagen, das hat jetzt keinen Platz, weil es mir wichtiger ist, in die Ruhe hineinzukommen. Was muss bei dir Platz machen? Was gehört vielleicht nicht in deinen Sabbat? Was stoppst du? Was wirkt bei dir so unverrückbar und ist es wirklich? Oder widerspiegelt es einfach, dass dir vielleicht andere Sachen wichtiger sind? Das sind gute Themen, wo ich gerne bei allen euren Groups nächste Woche dabei wäre, wenn ihr das diskutiert. Heute möchte ich es mit einer Aufforderung für diesen Sonntag zu belassen, euch mal Gedanken darüber zu machen, wie kannst du Raum schaffen in deinem Leben für Sabbat. Und 3 Fragen, die ihr mitnehmen könnt und die ihr euch ein bisschen stellen und Gedanken darüber machen. Die erste, wie lange stoppst du? Oder ihr? Mit dem Sabbat starten darf übrigens auch ein Prozess sein. 24 Stunden, das wäre so in dem Sinn ein bisschen das Optimale. Aber wenn du merkst, hey, irgendwie das überfordert dich gerade, dann fang doch einfach mal mit 12 an. Oder mit 6 Stunden. Das ist weit besser als kein Sabbat. Und vielleicht müsst ihr das auch in der Family besprechen oder als Paar, ob ihr überhaupt alle bereit sind, da irgendwie mitzumachen und wie ihr das möchtet gestalten. Vielleicht fangst du auch einfach allein an. Zweite Frage, wann stoppst du? Und auch da eben, müssen überhaupt nicht gesetzlich werden. Es kann sein, wenn du sagst, ich möchte den ganzen Tag machen, kann das sein, dass du sagst, ich mache das am Sonntag, ich mache das am Samstag oder so, wie das die Juden früher gemacht haben, vom Freitagabend bis zum Samstagabend, aber das ist nicht, dass das besser ist als alles andere. Was wir gemerkt haben, dass es für viele gut ist, an einem Abend anfangen und bis zum nächsten Abend zu machen. Muss aber nicht sein. Es kann auch Samstagabend bis Sonntagabend sein. Und wenn du vielleicht einen halben Tag machst, kannst du irgendwo am Sonntagmittag anfangen und so einen halben Tag machen. Und je nach Familie, je nach Situation, je nach Beruf kann das bei jedem von uns unterschiedlich aussehen. Wir hatten eine Familie in der Pilotgruppe, die hat für sich jede Woche neu entscheiden müssen, wann ist diese Woche unser Sabbat, weil sie unregelmäßig gearbeitet haben und sie es darum nicht so einrichten können. Ist vielleicht nicht die Wunschvorstellung, aber ist besser als kein. Und es hat funktioniert. Und dann das Dritte, sich mal ein bisschen überlegen, wie sieht denn dein Sabbat aus? Und vielleicht auch überlegen, was stoppst du überhaupt am Sabbat? Und auch da, wir haben eigentlich so ein ideales Bild von einem völlig asketischen Sabbat, wo man gar nichts mehr macht. Über das geht es nicht.
Aber ich glaube, es hilft, sich mal zu überlegen, von was ich überhaupt stoppen. Und wie komme ich überhaupt zur Ruhe? Wo gebe ich einen Widerstand? Ist das Arbeit, sollte eigentlich klar sein, oder? Haushalt, Konsum, Einkaufen. Muss ich am Sabbat posten oder mir Gedanken darüber machen, welches jetzt mein nächstes Handy ist oder irgendetwas? Erreichbarkeit für andere, Social Media, sinnlose Unterhaltung, wo geben wir Widerstand? Ich glaube, für den Start ist das genug, so Inputs zum Mitnehmen. Überlegt euch auch, was macht euch Freude? Was wollt ihr überhaupt bewusst auch machen an dem Sabbat? Vielleicht noch 2 Tipps aus unserer Pilotgruppe, was wir gemerkt haben. Ein Sabbat braucht Vorbereitung. Wenn wir möchten, einen ungestörten, guten Sabbat haben, dann müssen wir uns im Vorfeld schon überlegen, was machen wir, von wann bis wann ist er, wie gestalten wir das und was muss vorher noch erledigt werden. Und was mega helfen, sind so Start- und Endritual. Die einen zünden die Kerzen an miteinander, die einen starten mit einem guten Essen in den Sabbat rein, einer Flasche Wein, die sie auftun, Steffi und ich, wir nehmen dann zusammen einen Drink und machen meistens etwas, wo wir so uns Gedanken darüber machen, für was sind wir dankbar. Das hilft. Ich möchte zum Schluss so einladen, um ein Sabbatgebet miteinander zu sprechen. Das ist vorformuliert, kommt auf dem Screen und ihr könnt das mit mir mitsprechen. Stehen wir doch auf dazu. Herr, ich komme heute zu dir, um eine tiefe Ruhe zu finden. Möge dieser Tag meiner Seele Sabbatruhe bringen. Möge Gottes Bild in mir wiederhergestellt und meine Vorstellungskraft von Gott neu gestärkt werden. Möge die Last der materiellen Dinge leichter und die Relativität der Zeit langsamer werden. Möge ich die Gnade erfahren, meine eigene endliche Begrenzung in den Armen von Gottes unendlicher Größe zu umarmen. Möge Gottes Wort mich nähren und möge sein Geist mich in diese Woche und bis ins ewige Leben führen. Amen. Amen. Wir dürfen nochmal absitzen. Um das Ganze praktischer zu machen, haben wir gesagt, wir möchten in dieser Serie Interviews führen und Interviews einbauen mit Personen, die in dieser Pilotgruppe waren, die da schon ein bisschen länger mit unterwegs sind, damit wir von ihren Erfahrungen profitieren können und es euch vielleicht einfacher wird, da drin zu führen. Und heute darf ich das Interview mit der Sarah Etter führen. Sie ist die Frau von Simon. Sie haben 2 Kinder zusammen und sind schon länger dran, den Sabbat in ihre Woche zu integrieren. Herzlich willkommen. Da kommen unsere Stühle. Danke vielmals. So. Genau, weil Sarah nicht Deutsch als Muttersprache hat, ist es für sie einfacher, wenn sie die Antworten vorlesen kann. Und darum hat sie das schon ein bisschen vorformuliert, haben wir es im Vorfeld besprochen. Hey, mega cool, dass du da eingewilligt hast und das machst und das auf Deutsch machst. Ich weiss, das ist eine Challenge für dich, aber du wirst das super machen. Hey, als erstes, warum habt ihr angefangen, Sabbat zu feiern und wie habt ihr damit angefangen? Hey, sehr gerne. Es ist eine große Ehre, mit euch zu sprechen. Wo soll ich anfangen? Um es kurz zu machen, Simon und ich lebten ein vollgepacktes Leben, als wir unsere vorherige Gemeinde gründeten. Langsam merkten wir, dass die Art und Weise, wie wir unseren freien Tag pro Woche gestalten, uns nicht für die anderen 6 Tage auffüllte. Wir begannen mehr in die Natur zu gehen oder gemeinsame Aktivitäten zu finden, die wir zusammen genießen könnten. Ein paar Jahre später, als unsere Familie gewachsen war, schenkte jemand Simon ein Exemplar von Das Ende der Rastlosigkeit. Dieses Buch war unsere Startrampe in
in die weite Welt der Lehren über geistliche Wachstum. Ich fühlte mich sofort mit der Geschichte von John Mark Comer verbunden, weil sie so sehr nach meiner eigenen Geschichte klang. Ich dachte, ich hatte buchstäblich alles gegeben, um Gott zu dienen und seine Kirche zu lieben. Aber ich stellte fest, dass ich in diesem Prozess meine Seele verlor. Sicherlich ist das nicht das, was Gott für seine Kinder vorgesehen hat. Und dann haben wir das angefangen und wenn man stoppt, eben, haben wir es davon gehabt, dann gibt es die Widerstände. Was für Widerstände habt ihr erlebt, hast du erlebt und wie geht ihr damit um? Ja, am Anfang hat Sabbat die Dinge in Frage gestellt, von denen ich dachte, dass ich sie brauche, und das hat letztendlich meine Abhängigkeit und Unsicherheiten aufgedeckt. Die ständige Nutzung unserer Telefone scheint das Normalste und Notwendigste zu sein, was wir tun. Ich weiß noch, wie schwer es mir fiel, von den sozialen Medien wegzukommen oder mein Handy auszuschalten, und das hat mir Angst gemacht. Dadurch wurde mir klar, wie süchtig dieses Falschgefühl oder Verbundenheit wirklich war. Ich habe es nur geschafft, Instagram von meinem Telefon zu löschen, als Simon im Zimmer war und ich ihm sagte, dass ich das wollte. Ja, ich wandte mich an die Handvoll Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich eine echte Verbindung wollte, und wir tauschten Telefonnummern aus, bevor ich es löschte. Innerhalb einer Woche gewann ich eine Handvoll tiefgreifender Beziehungen im Tausch gegen Hunderte von oberflächlichen Verbindungen. Ich weiß, dass ich nicht zurückkehren möchte, es sei denn, es geht um die Arbeit, und ich habe mir davor klare Grenzen gesetzt. Am Anfang es sich langweilig anfühlen, weil man eine neue Art zu leben findet. Da sich Widerstand schlecht anfühlt, können wir denken, dass er schlecht ist. Aber in Wirklichkeit ist Widerstand nur ein normaler Teil unseres Lebens. In diesem Fall lernen wir gerade, wie wir unsere Sucht nach digitaler Ablenkung überwinden können. Und wenn man Kinder hat, kann es sich manchmal wie zusätzlich Arbeit anfühlen, sie zu unterhalten. Ich bin schon mit meinen Kindern zu Hause, so dass ich leicht in Versuchung gerate zu denken, dass es ein weiterer Arbeitstag ist, wenn wir alle zusammen im Haus sind. Ich habe festgestellt, dass bei uns mit der Zeit immer seltener vorkommt. Vor allem, wenn man gerade erst anfängt, Sabbat zu praktizieren, ist es leicht, sich zu schämen oder Schuldgefühle zu haben, weil man nicht produktiv ist. Dinge, die erledigt werden müssen, fallen mir immer noch ein, und ich habe gelernt, dass diese Gedanken aufzuschreiben, um mich an einem anderen Tag darum zu kümmern. Ein Bereich des Widerstands, der mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht hat, war die Sorge. Der Sabbat soll ein Tag ohne Sorgen sein, weil wir aktiv unser Vertrauen in Gott üben, dass er die Kontrolle hat. Und wenn ich das glaube, kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Zunächst gab mir die Ruhe des Sabbats Raum, um Gespräche zu verarbeiten, die ich vielleicht in der Woche geführt hatte, oder um ein Problem zu lösen, das ich bewältigen müsste. Ich hatte kein Gespür für die mentalen Grenzen, die ich übertrat, indem ich an unserem Ruhetag mit Simon über diese Dinge zu sprechen versuchte. Es dauerte eine Weile, bis ich zu der Einsicht kam, dass der Gedanke, ich könnte mich am Sabbat damit befassen, für niemanden eine Verbesserung darstellt und stattdessen oft den Geist der Ruhe ruinierte. Ich begann, diese Gedanken wie Aufgaben zu behandeln. Ich kann sie Gott im Vertrauen darauf hingeben, dass ich ihn im Ruhen kann, und sie aufschreiben, wenn sie wirklich an einem anderen Tag erledigt werden müssen. Cool.
Ein weiterer Bereich, in dem es Widerstand gab, war die Frage, welche Rolle die Kirche bei der Gestaltung des Sabbats spielt. Mein Persönlichkeitstyp ist eher introvertiert, sodass ich von Natur aus dazu neige, einen Sonntagmorgen in der Kirche als eine Aktivität zu betrachten, die zwar Spaß machen kann, mich aber nicht so anregt wie etwas anderes vielleicht. In den letzten 18 Monaten, als Simon und ich eine Zeit außerhalb der Gemeindeleitung hatte, habe ich die Kirche in mein Repertoire aufgenommen. Wie wir den Sabbat praktizieren, weil ich gelernt habe, dass Kirche Anbetung ist. Der Sabbat soll eine gemeinschaftliche Praxis sein, genauso wie das Zusammenkommen mit anderen Gläubigen. Was ich an dieser veränderten Denkweise zu schätzen gelernt habe, ist, dass sie meine Auffassung von Kirche in Frage stellt. Wenn ich mein Engagement in der Kirche als eine weitere Aufgabe oder einen weiteren Termin in meinem Kalender betrachte, was sagt das über mein Verständnis davon aus, wer Gott ist, wer ich für ihn bin und was ich über die Berufung zum Dienen weiß? Diene ich aus einem religiösen Geist heraus, der danach strebt, mir meinen Platz in Gottes Augen zu verdienen? Versuche ich meinen Pastoren oder meiner Kirchengemeinde zu gefallen? Oder kann ich Ja sagen, weil Gott mich mit absoluter Liebe und Zuneigung anschaut und diese überwältigende Liebe mich dazu bewegt, diese Gemeinschaft um mich herum etwas Großes oder Kleines anzubieten. Ich bin ehrlich gesagt noch dabei, das zu lernen. Praktisch gesehen werden wir vielleicht nicht mehr den Sabbat am Sonntag praktizieren, wenn Simon oder ich in einer Gemeinde arbeiten. Aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin eine Haltung gegenüber der Gemeinde entwickeln, in der ich frei und leicht an ihr teilnehmen kann, weil es ein Geschenk ist, in Gemeinschaft zu leben und einander in Liebe zu dienen. Cool, mega danke für die ausführlichen Ausführungen. Eben viele Leute, ihr habt 2 Kinder, viele Leute stellen sich das auch schwierig vor, Sabbat mit Kindern zu feiern. Was sind eure Erfahrungen? Wie macht ihr das? Ja, das ist ganz normal. Kinder hin oder her, es liegt in der menschlichen Natur, dass wir beurteilen wollen, ob wir einen guten oder schlechten Sabbat hatten. Und dass wir übermäßig kritisch darüber sind, wie es gelaufen ist. Der Sabbat wird nie perfekt funktionieren und das ist die Gnade des Sabbats. Jede Woche ist eine neue Gelegenheit, es wieder zu versuchen und wieder zu ruhen. Erstens, je nachdem wie alt ihre Kinder sind, sieht es anders aus. Unsere Kinder sind 3 und 5 Jahre alt und da sie nun keine Babys mehr sind, haben wir begonnen, den Sabbat mit einem positiven Rahmen und Ritualen zu gestalten, die sie beschäftigen. Der Sabbat soll ein Fest sein. Deshalb nennen wir ihn den schönsten Tag der Woche. Ferien jede Woche. Gegenwärtig beginnen wir am Samstagabend mit einem Familienessen, bei dem es in der Regel Pizza oder Burger gibt, weil wir das alle mögen. Wenn wir einkaufen gehen, dürfen Sie sich eine Kleinigkeit als Sabbath Treat, Sabbatleckerei, aussuchen. Und das sind Dinge, die ich normalerweise in der Woche nicht erlauben würde oder die nicht zu den normalen Lebensmitteln gehören, wie Eis oder Kinderüberraschungen. Wir zünden Kerzen an, die Sie am Ende des Abendessens ausblasen dürfen. Sie lieben das. Wir nehmen Weingläser und haben spezielle Becher für die Kinder, damit sie gemeinsam das Abendmahl einnehmen können. Eines der ersten Dinge, die unsere Kinder am Sabbat lieben, ist der sogenannte
Sabbath Juice, Sabbatsaft. Wir haben Traubensaft beiseite gestellt, den wir nur am Sabbat trinken. Bevor wir mit dem Abendessen beginnen, nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, um die Kinder zu fragen oder daran zu erinnern, dass wir das Abendmahl nehmen, um uns daran zu erinnern, wie sehr Jesus uns liebt, dass er sein Leben für uns geben würde. Gelegentlich lesen wir auch eine Andacht für Kinder oder ein Buch über Dankbarkeit, aber wir haben das ausprobiert und festgestellt, dass es sinnvoller ist, das vor dem Schlafengehen zu tun. Am Ende des Tages schalten wir alle Geräte aus und stellen sie außer Sichtweite. Am Sabbat feiern wir ein Fest, beten an, spielen oder lesen, verbringen Zeit mit Freunden, die uns erfrischen und ruhen uns aus, indem wir einen Mittagsschlaf machen, spazieren gehen oder wegfahren. Wir sind noch dabei, ein Ritual zu finden, mit dem wir unseren Sabbat beenden, aber wir gehen nach dem Abendessen am Sonntagabend ganz natürlich in die neue Woche, indem wir die Dinge tun, die einfach zum Leben dazu gehören. Die Küche aufräumen, die Kids ins Bett bringen und so weiter. Wow, cool. Danke für den Einblick. Wie würdest du sagen, bereichert der Sabbat so abschliessend euer Leben? Ja, der bereichendste Teil des Sabbats ist für uns wahrscheinlich die Intimität, die wir als Familie erfahren, weil wir die Ablenkungen beiseite legen und uns in die Beziehung zu Gott und zueinander hineinversetzen. Ich glaube, das war von Anfang an seine Absicht für uns und das ist es, was so bereichernd macht. Intimität mit Gott verändert alles. Hey, danke vielmals, Sehr gerne. Sarah. Merci, dass du dich da bereit erklärt hast.